Der Hansel und die Gretel. Es war einmal vor langer Zeit ein Mann mit seiner Frau. Mittendrin im Wald haben sie gewohnt. Wo? Weiß ich auch nicht ganz genau. Auf jeden Fall haben sie Kinder gehabt, liegen drin in ihrem Bettel. Der Bub heißt Johann, also Hansel, und das Dirndl Margret, also Gretel. Holzfeuer war der Vater. Mei, ist der Teufel nicht verdient. Hinten und vorn hat das Geld nicht gelangt, darum hat seine Alte blärt. Beim Nachbarn steht schon wieder ein neues Auto dort vorm Haus. Und am Pool haben sie auch einen Garten hinten. Und uns geht's Essen aus. Ich war da an der frischen Luft, sagt er. Ich find das schön. Und der hat Spätschicht jeden Tag. Am Bandl bei der BMW. Wie es wieder einmal so war, dass das Essen knapp geworden ist, da ist sie eine Grante geworden. Und zieht der See als Gefries. Morgen nimmst du die Schratzen in der Früh und gehst dann raus in den Wald. Da lässt das draußen. Dann gelangt das Essen, die uns zwei hat's gemalt. Die Kinder haben bis auf ins Bett auch jedes Wörter gehört. Das ist auch kein Wunder, weil sie hat erlaubt nur blärt. Gretel hat gleich furchtbar gewarnt und kann sie auch verstehen. Doch ihr Bruder hat bloß gesagt, jetzt lass dich nicht so gehen, ich schau schnell raus, du bleibst da, das werden wir dann schon kriegen. Ich komm gleich wieder, sagt er und schleicht oben über die Stirn. Die Kieselsteiner glänzen in den hellen Mondenschein fast wie ein Silber in der Nacht. Und das haben wir da dann auch. Am nächsten Tag, in neuer Früh, lernst die Mama schon auf verschreien, was ist denn los, Bagage vor Haudi, steht's auf jetzt, aber gleich. Ins Auto haben sie es reingepackelt. Der Papa hat eh nicht so recht gemengt, doch die Mutter hat sich wieder durchgesetzt, wie es meistens ist im Leben. Der Bub schmeißt Stall vom Fenster raus, so unauffällig wie es halt geht, damit er hernach wieder zurückfindet. Blöd ist der einfach nicht. Und mittendrin im Wald haben sie dann ein Feuerholz so gerichtet. Wobei das ziemlich gefährlich ist, aber so ist halt mal die Geschichte. Die Mutter sagt, ihr lieben Kinder, ich gehe jetzt Holzkohl mit dem Papa. Wartet eh so lange beim Feuer da, wir holen euch dann wieder ab. Der Hansel denkt sich, wie es dann fort waren und die zwei allein zurücklassen. Ich glaub, der Mann kein einziges Wort, die kann man da in die Schuhe aufblasen. Sie haben dann gewartet, bis finster war, und das erste Sturm erleicht. Und pünktlich bis zu Wetten das haben sie das Haus wieder erreicht. Der Papa ist total gekommen. Seid ihr schon wieder da? Er sagt, dann bringst du mir gleich ein halbes Bier, weil ich beim Fernsehschauen nicht so nicht mag. Mom hat nur recht grantig geschaut, nur gar nichts gesagt dazu. Außer, schön, dass ihr da seid, geht's ins Bett und gebt's nachher der Ruhe. Keine 14 Tage danach, da war es wieder dieselbe Geschichte. Das Essen lang für 4 Personen, hinten und vorne nicht. Drum blärt die Mutter in der Nacht, morgen, da fährst du ein zweites Mal los. Noch viel tiefer rein im Wald, die Krippe bringen wir schon noch los. Der Hansel sagt zu seiner Schwester, weil die schaut gar so betroffen, ich vor lauter Storchen in der Nacht, da kann man jetzt gar nicht mehr zum Schlafen. Da möchte der Kammertür aufmachen, doch das Klump, das geht nicht auf. Gretel sagt, die hat mir am zugespürt. Ja, mir hat's gehauen, und die ist drauf. Er tut sich aber nicht stark ab. Dann nimm ich morgen ein Rankerl Brot und schmeiß da ein Prickel aus dem Fenster. Und das geht auch zur Not. Am nächsten Tag dasselbe Spiel, rein ins Auto, ab in den Wald. Mom sagt scheinheiliger Versal und verdruckt sie nachher bald. Also ein Tag, der kann sich ziehen und langweilig ist einer geworden. Dann tun sie eine Zeit lang Gameboy spielen und nebenbei ein wenig Hosenborn. Und sie warten, bis es Nacht wird, hängen da am Feuer rum. Da sagt der Hansel, du, jetzt gehen wir, mir wird die Sache da zu dumm. Auf der Suche nach den Krümel wird einer überraschend klar, dass die Vögel gefressen haben. Ja mei, die hungern auch. Ja, hin die Herrschaft, schimpft der Hansel,
die Viecher, wenn ich gerade erwisch. Die drei dann ein Eis die gehen am Mittag auf den Tisch. 3 Tage laufen sie durch den Wald, selbst nachts im trüben Mondenlicht, haben zwar schöne Schwammerl gefunden, doch den Heimweg finden sie nicht. Plötzlich stehen sie vor einem Häusl, ganz aus Brot war das gebaut. Das Dach aus lauter Kuchen gemacht. Klar, da haben sie geschaut. Wenn du mich fragst, haben sie das Schwarze gebaut, sagt die Gretel irgendwann. Die Wind aus Brot, wenn es Gemeinde wissen, so steht es nicht im Bebauungsplan. Der Hansl beißt gleich rein in den Tierstock, Hunger hat nicht schon recht. Sie nimmt vom Dach ein Stück Kuchen, ein Kaffeeschal war jetzt auch nicht schlecht. Und wie es so grübig Gott sei machen, kommt die Mieterin von diesem Haus. Von Beruf war dieser Hex, die schaut da gerade vom Fenster raus. Ja, war dieser Schierverhofer. Gestunken hat es noch Schnaps und Bier, ein Bugel hat es, im Gesicht hat es Warzen, die kommt in der Nacht noch für. Und gesprochen hat es ganz wie das Zeug wie Knusper, Knusper, Gneisel, was setzen ist für Rotslefin und schräf jetzt an meinem Heisel. Knusper, Gneisel, denkt sich Gretel, da bin ich jetzt total blöd. Was retten die für Zeug daher? Ganz sauber ist die nicht. Auf einmal ist sie saufreundlich geworden. Wenn sie ist, dann sagt sie es mir, wenn euch noch was anderes gegangen, eine Pizza habe ich auch. Ja, und damit hat sie es gefangen gehabt, hat es reingelockt in ihr Haus. Und wie die zwei dann drinnen waren, da schaut die Sache ganz anders aus. Ein Hansl hat sie in den Käfig gesperrt. Ihm wird schon Angst und Bang. Hat fast keinen Platz, hockt drinnen so wie ein Hähner auf der Stange. Ich hab's gar nicht gesagt, dass Text beim Essen auf was Ausgefallenes steht. Weil, wie soll ich jetzt sagen? Vegetarier ist nicht. Am liebsten frisst sie kleine Kinder. Das ist bei Hexen so der Brauch. In eine Semmel reingezwickt oder mit Ketchup machen sie es auch. Man denkt sich oft nichts, liest man in der Speisekarten drin, Kinderschnitzel mit Salat, aber so kriegt es ganz einen anderen Sinn. Und ein Hansl wollte es als nächstes verzehren. Gretel hätte ihn fordern sollen, hat ihr natürlich gar nicht passt. Du fängst schon wieder an zu wollen. Doch ein paar Kilo wollte es ein Hansl nachher schon aufbringen. Aber gesehen hat es nicht mehr recht, die Alte. Nein, war auch nicht mehr die Inge. Darum sagt es zum Hansl jeden Tag, um das Gewicht zu kontrollieren, geh, streck deinen Finger aus dem Gitter und lass mich mal berühren. Doch der Hansl, der hat jetzt mal nur ein Bandel rausgesteckt gehabt und sagt, ich hab nicht zugenommen, geh, bring mir noch einen Wurstsalat. Und so hat er die besten Sachen vom Schwänzbraten bis zum Presssack gekriegt. Tex hat gerade das Tor gehabt, dass das Essen zuzieht. Und Gretel muss einen Haushalt machen. Waschen, Staubsaugen, Rasenmähen, Fenster putzen, Wäsche aufhängen oder der Hex Haare dran. Und das Essen kriegt fast nichts. Das ist doch auch nicht ganz gerecht. Sie hat Hunger und ein Hansl ist vom Essen schon ganz schlecht. Der Hex kommt das schon komisch vor. Was hat denn bloß der Bub? Der frisst mir noch die Haare vom Kopf und nimmt kein Gramm nicht zu. Aber wenn es nichts bringt, dann ist so um das gute Essen schade. Das kostet alles sehr auch Geld. Ich glaube, dass die einen Bahnbub haben. Doch sei die Sache, wie sie ist, das war er doch gelacht. Egal wie mager er jetzt ist, morgen, da wird er geschlacht. Der Doktor hat mir erst gesagt,